eklig von dem ewigen Linksrum. Muss auch mal rechtsrum tanzen, Bertha. Der Herr führt. Und ich kann nun mal besser linksrum. Ja, geht aber noch ganz gut, ne? Ja, wenn man so bedenkt, wie lange wir schon nicht mehr getanzt haben, ne? Ja. Tanzen ist was Wunderbares. Wenn ich tanze, vergesse ich alles andere. Soll ich noch mal eine Platte auflegen? Nix, erstmal verpusten. Wir sind keine 20 mehr, Pauline. Ja, da sagst du was. Beim Tanzen merke ich das Alter nicht. Ich könnte so weitermachen bis morgen früh. Morgen früh müssen wir um 6 aus dem Bett. Hast du das vergessen? Um 6 schon? Ja. Und bis wir loskommen, ist das 7. Und bis wir Obmarschen sind, ist das 8. Ja, und wenn wir bis um 8 nicht da sind, dann meinen doch die Leute, die Schwestern Plünnen kommen nicht mehr. Und dann geben sie die Sachen an der Konkurrenz. Haben wir doch schon mal erlebt. Oh Gott, wenn ich mir vorstelle, mit dem Bollerwagen wieder ganz bis nach Othmarschen raus. Das ist unsere beste Tour, Pauline. Ja, trotzdem. Das letzte Mal hat sie uns 158 Mark eingebracht. Ha. Und da sind die Sachen nicht mitgerechnet, die wir behalten haben. Du denkst immer bloß ans Geld. Guck mal, wir können doch auch mal einen Tag blau machen. Blau machen? Ja, andere Frauen in unserem Alter. Solange wir noch laufen können, wird nicht blau gemacht. Schade. Und was war das eben noch gemütlich? Also was soll bloß aus dir werden, wenn ich mal nicht mehr bin? Mach ich gar nicht an denken. Was nun denn? Du hast doch nichts dagegen, wenn ich noch ein bisschen was nähe. Oh, wollen wir denn nicht lieber zu Bett? So früh kann ich nicht schlafen. Oh Mann, du hast ihn ja tatsächlich kürzer gemacht. Und? Auch der schöne Kittel. Lang ist nicht mehr modern. Ja, aber so ein Doktor in so einem Mini-Kittel, da kannst du gar kein Vertrauen zu haben. Der sieht ja aus wie ein Friseur, nicht? Weißt du was, Bertha? Geh du zu Bett und lass mich in Ruhe arbeiten, ja? Ich möchte nicht wissen, was Dr. Frese, Gott hab ihn selig, davon sagen würde. Wenn du ihm einfach ein Stück von seinem Kittel abgeschnitten hast. Also sowas gehört sich nicht, Pauline. Allein schon wegen der Pietät. Hier geht es nicht um die Pietät, hier geht es um meinen Sohn. Ich will nicht, dass Hans Werner im Kittel von Anno Krug rumläuft. Dann macht er sich ja lächerlich mit. Na ja. Was? Ich hab bloß na ja gesagt. Und was soll das heißen? Wenn du meinst, dat Mord der Mutter war. Oh, nee. Shit, Regen. Habt ihr mal einen Schirm für mich? Regenschirme führen wir nicht, Uschi. Aber wenn du einen Trenchcoat oder eine Pellerine haben willst... Bertha, dann guckt mich doch kein Kerl mehr an. Dann setz dich hier hin und wart auf besser Wetter, meint ihr? Soll ich dir eine Tasse Kaffee machen? Nee, keine Zeit. Naja, dann hilft das alles nichts, ne? Tschüssing. Tschüss. Hör mal, Emmett, wir haben Kostüm für dich. Ja? Ein bisschen altmodisch, aber allerbeste Qualität. Wunderbaren Glencheck. Genau das Richtige für deine Eltern. Ja, jetzt mal überprobieren. Nee, ich muss nur wieder rauf. Aber wenn mein Geschäft heute Abend nicht gut läuft, dann guck ich noch mal rein. So richtig schön bürgerlich. Da kann's auch an, du. In dem Kostüm siehst du aus wie eine englische Gouvernante. Klasse, das wird meine alten freuen. Naja, wollen's hoffen, ne? Tschüssing. Buschi, hör mal, hier. Du stellst dich wieder nicht hier vors Fenster, ne? Versprochen. Versprochen. Die armen Eltern. Wieso? Na, wenn die sie in unserem Glencheck sehen, dann denken sie doch, sie kommt direkt aus der Bibelstunde. Meinst du denn, ihre Eltern wären glücklicher, wenn sie wüssten, dass ihre Uschi auf den Strich geht? Glücklicher nicht, aber das ist doch nicht recht. Du meinst also rein Wein einschenken, oder was? Was meinst du, wie viele Leute bloß darum glücklich und zufrieden sind, weil sie die Wahrheit nicht kennen? Du willst doch wohl für Uschis Kostüm nichts haben. Soll ich ihr das denn vielleicht schenken? Wir haben das doch auch geschenkt gekriegt. Ja, das ist doch ganz was anderes. Also was andere Leute uns schenken, da
davon, meine liebe Schwester. Bertha, du wirst doch Uschi wohl nicht das sauer verdiente Geld abknöpfen. Sauer verdient oder nicht. Auf jeden Fall macht sie ihre Arbeit auch nicht für umsonst. Ne? Aber, ehe du dich wieder aufregst, ich mach ihr einen Freundschaftspreis. Einverstanden? Ich verstehe dich nicht. Du hast doch genug Geld. Warum willst du noch mehr? Immer noch mehr. Was, sag mir mal, willst du bloß mit dem vielen Geld anfangen? Was haben wir abgemacht, Pauline? Ja, ist schon gut. Ich frag dich ja auch nicht, warum du Heinz Werner immer noch Geld gibst, nicht? Als Assistenzarzt müsste er ja eigentlich... Bertha, lass das. Und das Auto hast du ihm doch auch bezahlt. Kannst ruhig zugeben. Ja, tut mir leid, dass ich wieder davon angefangen habe. Soll nicht wieder vorkommen. Ja. Ich hab ihm gern was auf der hohen Kante, ne? Man weiß ja nie nicht, was noch alles so kommt, ne? Ah, Mann, vielleicht gehe ich nächste Woche mal zum Friseur. Du. Hier, Frau Schlüter, die hat sich die Haare färben lassen. Nun sieht sie meist 10 Jahre jünger aus, du. Was meinst du, was das kostet? Kommt ganz auf die Farbe drauf an. Mittelblond, habe ich gedacht. Hatte ich früher ja auch, nicht? Na, mehr braun, würde ich sagen. Ja, mittelblond ist doch braun, Pauline. Nicht ganz. Doch, mittelblond und braun ist genau dasselbe. Und warum heißt das denn mittelblond und nicht braun? Das weiß ich doch nicht. Oh Mann. Hört sich wohl besser an, nicht? Von einer dicken Frau sagt man ja auch, dass sie vollschlagig ist. Na, meinetwegen. Nun steht sie doch tatsächlich schon wieder da. Und wie oft hat sie mir nun schon versprochen, sie will sich woanders hinstellen. Wenn das nun mal ihr Stammplatz ist. Jede deren hat ihren Stammplatz. Und Uschis Stammplatz ist nun mal direkt vor unserem Haus. Ja, aber das ist doch Geschäftsschädigung. Kein Wunder, dass unser Kostümverleih nichts mehr einbringt. Auch schön hier. Ich das vergesse. Heute haben wir 58 Mark eingenommen. Haben die alle weg. So, jetzt zieh mal nach. Ja, ist schon gut. So, hier. 29 für dich, 29 für mich. So, Danke. für den Chapeau-Plaque von Direktor Rosemeyer habe ich leider bloß 5 Mark gekriegt. Ja, wir hätten ihn mal lieber behalten sollen. Was sollen wir denn mit dem Chapeau-Plaque? Doch totes Kapital. Oh Mann, am liebsten würde ich den ganzen Kram hier verramschen. Mit Kostümverleih ist in dieser Gegend ja doch kein Geld mehr zu verdienen. Die Zeiten haben wir gehabt, du. Und was wir dann einnehmen, das geht für Mottenpulver und Reinigung wieder weg. Nun schimpf doch nicht, Bertha. Wir haben doch auch unseren Spaß an den schönen alten Sachen. In meinen Augen ist das totes Kapital. So. Oh, Mensch, nun lass das doch. Bin ich hier richtig? Bei den Schwestern Plüm? Hermann! Menschenskind, du. Sind die 8 Jahre schon rum oder bist du... Wann bist du denn rausgekommen? Heute Morgen. Komm, Setz dich hin. hast du was gegessen? Machst eine Tasse Kaffee. Komm, nur erzähl doch erst mal. Danke für den Kuchen. Da nicht für. Hat er auch geschmeckt? Der vom letzten Jahr war besser. Den hab ich ja auch gebacken. Das ist ja nicht wahr. Doch. Du kannst ja überhaupt nicht backen. Du hast doch dein Lebtag noch keinen Kuchen gebacken. Ich konnte schon Kuchen backen, da warst du noch gar nicht auf der Welt. Was hast du, Hermann? Nicht so laut. Sein sensibles Gehör, weißt du doch. Ja, hab ich vergessen. Entschuldigung, Hermann. Aber den Kuchen hab ich gebacken. Sie lügt. Hat sich allerhand verändert hier in der Gegend, nicht, Hermann? Ja, 4 neue Bankfilialen. Aber das Viertel ist ziemlich runtergekommen in den letzten 8 Jahren. Wenn man bedenkt, dass hier früher mal eine der besten Wohngegenden waren. Und Ist er noch da? wer? Ah, du kannst aber ausfragen. Natürlich ist er noch da. Komm her, Hermann.
Dein Koffer steht noch genau da, wo du ihn hingestellt hast. Ja, wir haben ihn nicht angerührt, Hermann. Soll mich mal wundern, was er nun wohl mit dem vielen Geld anfängt. Vielleicht liefert er das bei der Polizei ab. Das glaubst du doch wohl selber nicht. Dann hätte er ja 8 Jahre für nix und wieder nix im Knast gesessen. Tja, wenn du das so siehst. Hey, du. Hermann ist eine gute Partie, du. Wer den mal kriegt, der ist nicht betrogen. Für uns, Hermann. Hermann, das können wir nicht annehmen. Warum denn nicht? Wenn er den Koffer 8 Jahre bei der Gepäckaufbewahrung untergestellt hätte, es ihm ja auch was gekostet. Ne? Hermann, darf ich dich mal was fragen? Nee, das geht uns nichts Du an. weißt ja überhaupt nicht, was ich ihn fragen will. Kann ich mir schon denken und ich sag dir nochmal, das geht uns nichts an. Ich kauf mir ein Haus. Haus, Hermann? Hier in der Stadt? Wo denn? Auf dem Lande. Wo ich meine Ruhe habe. Ein Haus ganz für dich allein, Hermann? Und was machst du so lange, bis du das Haus gekauft hast? Ich meine, wo kommst du denn so lange unter? Ja, wir haben hier hinten ja noch so eine kleine Kammer, ne? Die können wir Hermann nicht anbieten, Bertha. Da ist kein elektrisch Licht und Waschgelegenheit ist da auch nicht, Hermann. Wo er herkommt, haben sie morgens auch kein Schaumbad eingelassen. Nee. Ja, also meinetwegen kannst du gerne bei uns wohnen. Willst du? Ja. Oder hast du da was gegen? Was soll ich da wogegen haben? Ich habe ja bloß gesagt, dass... Was ist, Hermann? Ich höre nix. Aber Hermann hört was. Nicht Hermann. Da geht einer auf und ab. Der klamüstert was aus. Ich sehe nix. Ich sehe bloß Uschi. Auf der anderen Straßenseite. Und der klamüstert was aus? Ja, Woher musst du das denn wissen? Hat er nun ein sensibles Gehör oder hat er das nicht? Hermann, das ist ja direkt unheimlich, was du alles hören kannst. gute Nacht. Na, Und was ist mit Bettzeug? Hermann muss doch Bettzeug haben. Oder willst du einfach so auf der Matratze schlafen? Möchte ihr Spargel? Spargel. Ja. Warum? Dauert aber 3 Jahre, bis er soweit ist. Oh, hier, Junge, hier kommt wieder dran. 500 für dich, 500 für mich. Mein Gefühl sagt mir, ich sollte das Geld lieber nicht annehmen. Dann hör auf deinen Verstand, der ziert sich. Auf der anderen Seite hat Hermann da für 8 Jahre im Knast gesessen. Siehst wohl, so spricht dein Verstand. Soll ich das für dich aufbewahren? Wo? Na ja, hier. Na, so weit kommt das noch. Wenn du dein Geld in Speiseaufzug aufbewahren willst, ist das deine Sache. Mir ist das zu unsicher. Da kann doch jeder ran. Menschenskind, das ist doch gerade der Trick, wo jeder ran kann. Glaubt niemand, dass da Geld versteckt ist. Und überhaupt, wer soll wohl auf die Idee kommen, dass hier bei uns was zu holen ist? Trotzdem, ich würde mein Geld zur Bank bringen, wenn ich was übrig hätte. Aha. Und wo kommt das her? Dafür soll Heinz Werner sich einen Wintermantel kaufen. Dann bin ich das Geld los und er hat da länger was von. Aber du hast ihm doch kürzlich erst einen Mantel gekauft. Das war kein Wintermantel, das war ein Übergangsmantel. So. Was soll das heißen? Ich hab bloß so gesagt. Ja. Und nun lass doch die Näherei. Warum? Ach Gott, bei dem Geratter kriegt Hermann doch kein Auge zu. Da muss er sich dran gewöhnen. Also, eigentlich ist das ja eine Strafe, ne? So ein sensibles Gehör. Ich meine, so beim Tresorknacken, ne? Da kam ihm das ja ganz gut zu Pass. Aber das kannst du nicht so einfach abstellen, wenn das nicht mehr gebraucht wird.
Und wo soll er sich waschen? Hermann? Ja, So groß ist die Auswahl ja nicht. in unserer Badestube will ich ihn nicht haben. Ach, und warum nicht? Na, da muss ich ja noch früher aufstehen. Hast du Angst, du könntest ihm schon über den Weg laufen, ehe du bis oben hin zugeknöpft bist? Nee, meint ja du, das macht Hermann nichts aus. Das sehe ich aber anders, Bertha. So, Ja, so wie er mich eben angeguckt hat. muss dir nichts bei denken. Hermann guckte schon früher so, als wäre bei ihm der Frühling ausgebrochen. Und nachher war es dann bloß falscher Alarm. Nichts für ungut, Bertha. Aber auf diesem Gebiet verlasse ich mich lieber auf meine eigenen Erfahrungen. Auf deine eigenen Erfahrungen. Ja, Erfahrungen. was? Ich meine, wenn du Erfahrungen sagst, dann müssen das ja wohl mehr als eine gewesen sein, ne? Gute Nacht. So, nun habe ich die Nase voll. Feierabend. Uschi, du bist ja klitschenass. Komm, ich hol dir schnell ein Handtuch. Ja. Soll ich dir einen Grog machen? Nee, Bertha, bloß kein Grog. Zu viel Kalorien. Und was ist mit dem Fußbad? Was hältst du vom schönen heißen Fußbad? Nee, ihr seid nett, ihr beiden. Wirklich nett. Aber macht euch bitte keine Umstände. Lasst mich einfach hier sitzen. Mehr verlange ich nicht. Hier kannst du dich ja noch eben so umtun, ne? Oh, ja. Ein bisschen warm, ne? Oh. Waschlappen. Ach, alles Waschlappen, diese Männer. Tun, als haben sie die Potenz mit Löffeln gefressen. Aber wenn das regnet, dann haben sie Angst, sie könnten sich nassen. Aber Uschi. Nasse Füße wohl. Aber so viel steht fest. Wenn ich das nötige Startkapital zusammen habe, dann mache ich einen Hundesalon auf. Und dann können die Kerle mich kreuzweise. Ach, Uschi. Ach, ist doch wahr, Pauline. Mit den Kerls bin ich fertig, ein für alle Mal. Und ob ich in meinem Hundesalon Rüden annehme, das muss ich mir noch mal stellen. Hör doch mal eben, Uschi, willst du das Kostüm nicht mal eben überziehen? Och, ich sitze hier gerade so schön. Hast nicht Zeit bis morgen. Morgen willst du doch deine Eltern besuchen. Hast auch wieder recht. Naja, dann hilft das ja alles nichts. Ja, Ne? noch mehr. So. So. Na, komm, wir gehen da nebenan. Verstehe ich nicht. Männer mögen das gern sehen. Hallo Mama! Mein Sohn, so spät noch. Ich hab Nachtdienst, Mama, und da dachte ich, guck doch eben mal bei Mama vorbei. Schon wieder Nachtdienst? Hast du nicht letzte Woche erst Nachtdienst gehabt? Du weißt doch, wie das ist, Mama. Das trifft immer die Assistenzärzte. Aber es geht doch auf die Gesundheit. Keine Nacht mehr richtig schlafen. Meinst du nicht, du solltest mal mit deinem Chefarzt sprechen? Der hustet mir was, Mama. Ich hab mal gehört, wie er zu einem von meinen Kollegen gesagt hat, geschlafen wird bei uns vom Oberarzt an aufwärts, verstanden? Du siehst gar nicht gut aus. Ich frage mich wirklich, wie lange du das noch aushalten willst. Das ist nun mal so, wie das ist, Mama. Per aspera ad astra. Ja, das sagst du so. Komm her, zieh mal über. Ach nee, was ist das denn nun schon wieder? Aber das siehst Ach, du Mama, doch. nee. Komm. Hab ich von Frau Frese gekriegt. Weißt doch, die Witwe vom alten Dr. Frese. Passt gut, ne? Ist er nicht ein bisschen kurz? Das ist modern, das solltest du eigentlich wissen. Und woher weißt du das? Ich lebe ja nicht hinterm Mond, mein Sohn. Nee, lass so ein Kind doch alles ausmachen.
Muss ganz schön an mich halten, dass ich nicht Herr Doktor zu dir sage. Ist das nicht ein schönes Gefühl, wenn alle Leute Herr Doktor zu dir sagen? Nee, da gewöhnt man sich dran. Ja, ich glaube, ich muss nun weiter. Ach nee, einen Augenblick noch. Lass mich dich noch ein bisschen angucken, ja? Guck mal, ich krieg dich ja sonst nicht in deinem Arbeitszeug zu sehen. Und das steht dir so gut. Aber eins sag ich dir, wenn mir mal was fehlen sollte, mal sagen, ich muss operiert werden oder so, ich lass keinen anderen an mir rumschnippeln außer dir. Um Gottes Willen, Mama, als dein Sohn... Nee, Hans-Werner, an dem Punkt lasse ich nicht mit mir handeln. Guck mal, ich möchte dir doch zu gern mal bei der Arbeit zusehen. Und dann will ich doch auch was davon haben, dass ich dich hab studieren lassen. Verstehst du das nicht? Ja, aber dass ein Arzt seine eigene Mutter operiert, das... Igitt. Also Mama, ich glaube nicht, dass mein Chef das zulassen würde. Dann warten wir eben so lange, bis du Chefarzt bist. So eilig haben wir das ja nicht. Mama, jetzt muss ich aber wirklich. Guck mal. Mama, wie kommst du zu all dem Geld? Das sag ich dir nicht. Wenn ich dir das erzähl, glaubst du ja doch bloß, ich flunker dir was vor. 500 Mark. Sag doch mal. Habe ich Geschenk gekriegt. Geschenk gekriegt? Ja. Nix für ungut, Mama, aber das nehme ich dir nicht ab. Siehst du, was habe ich dir gesagt? So, und dafür kaufst du dir einen schönen Wintermantel. Aber pass auf, dass sie dir keinen vom vorigen Jahr andrehen. Mäntel mit ausgestopften Schultern sind out. Out? Out. Was du nicht alles weißt, Mama. Ja, ich laufe ja mit offenen Augen durch die Welt, mein Junge. So, dann komm mal hierher, mein Kind. Sieh, da ist ein Spiegel, kannst schön gucken, ne? Oh, ihr habt Besuch. Ja, das ist eine Bekannte von uns. Uschi. Nee, nicht Uschi, Ursula. Nee, eigentlich heißt du doch Ursula. Ja, Ursula Ermentraut Fresine. Mein Sohn. Dr. Heinz-Werner Fehling. Assistenzarzt in St. Georg, Abteilung Chirurgie. Du kennst ihn? Über nichts redet Ihre Mutter lieber als über Sie, Herr Doktor. Ach, den Doktor lassen wir weg, in Ordnung. Na, warum denn, Hans-Werner? So viel Zeit muss sein. Und das hat auch, weiß Gott, lange genug gedauert, bis du ihn hattest. So, nun wird das höchste Eisenbahn für dich. Mein Sohn hat Nachtdienst, weißt du? Den Kittel kannst du dir morgen abholen. Oder soll ich... Nee, ich komme wieder vorbei, Mama. Kann ich Sie ein Stück mitnehmen, Ursula? Gern. Da hast du keine Zeit für, Hans-Werner. Ach ja, das hätte ich ja fast vergessen. Hier. Aber sag keinem, dass du sie von mir hast. Die gibt das ja sonst bloß auf Rezept. Danke, mein Junge. Was sind das für welche? Gestagen, Östrogen, Kombination mit antiandrogener Wirkung. Aha. Und wie oft muss ich die einnehmen? Je nach Bedarf, bis zu 3-mal täglich. Wollen wir? Wenn Sie mich vielleicht an der nächsten U-Bahn-Station absetzen könnten. Ja, gewiss doch nichts lieber als das. Bei dem Regen kann ich sie doch nicht zu Fuß laufen lassen, Mama. Nicht, Tante Bertha? Nee. Kommen Sie, Ursula. Bis morgen denn. Ja. Uschi! Ja, Grüß deine Eltern von uns, Ursula. mach ich, ihr beiden. Was soll das? Was willst du mit Uschis Handtasche? Nix, aber pass doch hier auf mich. Die passt doch nicht zu Glencheck. Ist doch mehr das Markenzeichen von dem horizontalen Gewerbe, ne? Und was soll wohl Heinz Werner davon denken? Ja, lieber das ist was anderes. Je eher er die Wahrheit über Uschi zu wissen kriegt, je besser. Also du immer mit deinem Wahrheitsfimmel. Gönn doch Heinz Werner auch mal was. Ja, und was ist, wenn er sich in Uschi verknallt? Dann ist die Enttäuschung nachher umso größer. Ich muss mir von ihm vorwerfen lassen, dass ich es ihm nicht gleich gesagt habe. Ja, komm her, wir wollen zu Bett. So früh kann ich nicht schlafen. Dann nimm doch eine Tablette. Wogegen? Wenn du nicht schlafen kannst? Ich nehme keine Tablette. Ich habe mein Lebtag noch keine Tablette genommen. Das weißt du so gut wie ich. Also dann würde ich Heinz Werner endlich mal sagen, dass er keine mehr mitbringt. Wir wissen doch schon gar nicht mehr, wohin mit all den Dingern hier. Ne?
Du ist da oben. Wie? An der Tür. Guck doch mal nach. Ja, warum ich? Ja, und warum ich? Oh, Mann. Oh, Mensch, so laut noch. Oh Gott. Ja, wunderschönen guten Abend, junge Frau. Haben Sie zufällig einen Tropenhelm? Haben wir einen Tropenhelm, Pauline? Tropenhelm. Warte mal, ich glaube, ich habe da letztens einen gesehen. Meine Schwester guckt nach. Ich weiß, das ist schon ein bisschen spät. Allerdings. Aber von Geschäftszeit steht da oben nichts dran. Geht doch ganz fix, junge Frau. Wenn Sie einen Tropenhelm haben, Cash down und weg bin ich wieder. Darf ich Was? mich setzen? Warum das denn? Gemütlich haben Sie es hier. Finden Sie? Sieht nach einer alten Küche aus. Die Küche eines hochherrschaftlichen Hauses, was? Anders noch was? Nix für ungut, junge Frau. Ich wollte bloß die Konversation ein bisschen in Gang bringen. Waren Sie schon mal auf Gran Canaria? Ich? Ja. Nee, Palma de Mallorca? auch nicht. Aber Sie waren doch sicher schon mal in Wieg auf Föhr. Was soll das alles? Waren Sie? Nee, Schade. ich war mein Lebtag noch nicht aus Hamburg raus. Nun sagen Sie bloß. Ja. Noch nie nicht aus Hamburg rausgekommen. Nur gut, dass Sie eine Ausnahme sind. Warum bin ich denn eine Ausnahme? Passen Sie mal auf. Na, was sagst du nun? Lag da ganz hinten unter den Uniformen. Guten Abend. Wunderschönen guten Abend, schöne Frau. Darf ich mich bei der Gelegenheit mal Ihnen vorstellen? Max Gottschalk, Reisender in Souvenirs. Gestatten? Nochmal kleiner haben Sie nicht? Ein paar Lagen Zeitungspapier in der Schweißbahn und er passt. Alles klar. Bei der Hitze da unten kann es ja auch nicht schaden, wenn der Kopf ein bisschen frische Luft kriegt. So. Ja, dann müssen wir jetzt mal über die Prozente reden. Was denn für Prozente? Ja, ich kaufe grundsätzlich nichts, worauf ich keine Prozente kriege, junge Frau. Wir sind dafür bekannt, dass wir reelle Preise haben. Abhandeln lassen wir uns nichts. Guten Abend, der Herr, und beehren Sie uns hier bloß nicht wieder. Donnerwetter. Das gefällt mir. Da merkt man doch gleich, was Sie für eine tüchtige Geschäftsfrau sind. Sie haben natürlich recht. Qualität verkauft sich auch ohne Prozente. Also, was soll er kosten? 30 Mark. Hier, bitte. Cash down und die Sache ist in Ordnung. Wo wollen Sie denn damit hin? Das geht uns nichts an, Pauline. Mit dem Tropenhelm, meinen Sie? Raten Sie doch mal. In die Tropen. Nee, sowas. Gleich beim ersten Mal ins Schwarze getroffen. Also das ist so. Europa habe ich abgeklappert. Von Hammerfest bis Taormina, von Bad Harzburg bis Lissabon. Aber Europa ist nicht die Welt, meine Damen. Was ist Europa gegen Afrika oder Amerika? Von Asien ganz zu schweigen. Ein Fleck, ein klitzekleiner Fleck auf dem Globus. Ein Nichts. Alles schön und gut, bester Mann, aber können Sie nicht ein bisschen leiser sprechen? Ich will expandieren, verstehen Sie? Ich muss expandieren. Wenn ich expandiert, geht unter. Das ist das A und O. Meinetwegen können Sie expandieren, so viel wie Sie wollen, aber schreien Sie ja nicht so rum, wir sind nicht schwerhörig, Mann. Nein, wir sind... Gibt's ja wohl nicht. Hab ich geschrien, junge Frau. Oh, das tut mir leid. Aber sehen Sie, wenn ich die ganze weite Welt so vor mir liegen sehe, mit all ihren Möglichkeiten, all ihren wunderbaren Düften, und ich dackle immer noch in Europa rum. Hermann, du hier. Oh, warum haben Sie mir das denn nicht gleich gesagt, junge Frau? Wissen Sie denn nicht, dass er ein übermäßig sensibles Gehör hat? Mein Freund Hermann.
Mannschaft! Hallihallo! Ach, du bist das. Hermann. Und ich wundere mich, warum es hier plötzlich so penetrant nach Santa Fu riecht. Sind die Schwestern Plüm nicht zu Haus? Nicht? Ach, das trifft sich ja gut. Können wir zwei uns ja mal in Ruhe unterhalten, nicht? 8 Jahre, was, Hermann? 8 lange Jahre. Ich saus in der Weltgeschichte rum und du? Naja, du warst ja schon immer mehr für das Sesshafte. Hast du meine Karte aus Civitavecchia gekriegt? Nicht? Oh, ich hab extra so schöne bunte Marken draufgepackt. Du sammelst doch noch Briefmarken? Was willst du? Meinst du nicht? Im Sitzen spricht sich das besser, Hermann. Auf der anderen Seite ist das ja so, dass du die 8 Jahre nicht aufs Verlustkonto setzen musst. Oder glaubst du, nach so langer Zeit interessiert sich noch ein Aas dafür, wo du mit dem Geld abgeblieben bist? Die Polizei hat andere Sorgen. Hermann, was meinst du wohl, wie viele Tresore in diesen 8 Jahren geknackt worden sind? Wir haben halbe gemacht. Natürlich, klar doch. Habe ich mich beschwert. Wir haben auf Heller und Pfennig abgerechnet. Cash down. Und sind als Freunde auseinandergegangen. Bloß schade, dass sie dich dann doch noch erwischt haben. Aber auch das kann man so und so sehen, denn guck mal, wenn sie mich geschnappt hätten, dann säße ich jetzt nicht in einer, tja, ich kann das nicht anders sagen, in einer existenzbedrohenden Liquiditätskrise. Weißt du, was das für ein jämmerliches Gefühl ist, Hermann? Nimm deinen Koffer und Dampf ab. Bei mir ist nichts zu holen. Ach, Hermann, ich komme hierher, schütte dir mein Herz aus und du? Also ehrlich, Hermann, das Einzige, was an dir sensibel ist, ist dein Gehör. Ich will mit dir nichts zu tun haben. Wir sind quitt. Sind wir keine Freunde mehr, Hermann? Sind wir nicht und waren wir nicht. Du hast Schmiere gestanden. Ich habe den Tresor geknackt. Das war alles. Das war alles? Wenn du es genau wissen willst. Ich kann dich nicht riechen. So. Naja, ich dich dafür umso besser. Hier, schenke ich dir. Zieh den Korken raus und steck das in deine Hosentasche. Dieser Knastgeruch ist ja nicht auszuhalten. Was ist da drin? Luft. Was? Nordseeluft. Typ Ostfriesland, Variante Westrauder Feen. Westrauder Feen. Ja, Westrauder Feen. Westrauder Feen. Westrauder Feen, Westrauder Feen. Im Westrauder Feen habe ich meinen ersten Tresor geknackt. Bloß so. Als Fingerübung. Ich höre noch das Ticken. Ja, bitte. Wir sind ja doch noch auf ein Thema gekommen, über das wir uns unterhalten können. Das war eine typische Schmidt- und Wessel-Kombination. 3-mal eine Zahl kleiner als 5. Dann der Sprung auf eine Zahl über 7 und wenn du denkst, du hast ihn schon offen. Dann kommen noch ein paar Nullen. Einfach, aber genial. Das Geniale ist meistens einfach, Hermann. Ich will dir das mal an einem Beispiel erklären. Sie kommen nach Haus. Ich höre Ihren Bollerwagen. Ja, und wenn? Sie werden auch nichts dagegen haben, dass ich meinen alten Freund besuche. Also hör zu, Hermann. Du bist nicht mein Freund! Ja, mein Gott, Hermann, was hast du denn gegen mich? In den 8 Jahren ist mir mehr als einmal der Verdacht gekommen, dass du mir die Bullen auf den Hals geschickt hast. Ich soll dir? Und das sagst du mir so was ins Gesicht? Oh, schönen guten Tag, die Damen. Na, Feierabend. Hölken, ja. Oh, wir haben bloß ein bisschen von den alten Zeiten geplaudert, mein Freund Hermann und ich. Nicht, Hermann? Gott, bin ich kaputt. Moment, Moment, das haben wir gleich. Hier, bloß mal dran schnuppern und Sie werden sehen, wie schnell Sie wieder munter werden. Na? Komm mal her. Was ist denn? Da ist ja gar nichts drin. Oh doch, Luft, junge Frau.
Frische Bergluft, ideal gegen Ermüdungserscheinungen aller Art. Wenn das auch sozusagen bloß ein Nebeneffekt ist. Riechst du was? Was den Geruchssinn angeht, der ist bei meinem Freund Hermann leider ein bisschen zu kurz gekommen. Schnuppern Sie, meine Damen, schnuppern Sie. Was riechen Sie? Das ganze Alpenpanorama riechen Sie. Und weit in der Ferne, da riechen Sie den Mont Blanc. Wahrhaftig. Sag bloß, du riechst was. Nee, aber ich fühle mich mit mal lang nicht mehr so schlapp. Einbildung ist auch eine Art von Bildung, meine liebe Schwester. Glaub mir. Gefällt mir Ihre Schwester. So? Ehrlich bis auf die Knochen, was? Ja. Solange es um fremde Leute geht, macht sie keine fiese Matenten. Ich hab was übrig für Leute, die ihr Herz auf der Zunge tragen. Das ist auch meine Devise. Ehrlichkeit, sage ich immer. Ehrlichkeit ist das A und O im Geschäftsleben. Was sagten Sie noch, sind Sie? Reisender in Souvenirs? Ja, aber dazu muss ich sagen, dass ich mich auf eine Marktlücke spezialisiert habe. Kennen Sie Hermann schon länger? Wir haben zusammen mit einer Sandkiste gespielt, junge Frau. Nicht wahr? Naja, das mit der Sandkiste müssen Sie nicht so wörtlich nehmen. Hätte mich auch gewundert. Wo wir herkommen, Hermann und ich, da gab es nämlich keine Sandkisten. Willst du hier so sitzen bleiben? Ja, ich gehe ja schon. Also, Bitte? woher kennen Sie? Das ist eine lange Geschichte. Machen Sie es kurz, ich habe nichts über für lange Geschichten. Na gut. Auf eine gewisse Art ist Hermann ein Genie. Und wie die meisten Genies braucht auch Hermann jemanden, der ihn steuert. Ein Manager, verstehen Sie? Und das waren Sie? Eine Zeit lang ja. Leider konnte ich Hermann nicht beibringen, dass Gesetze auch für Genies da sind. Und weil ich aus Prinzip für Recht und Ordnung bin, haben sich unsere Wege getrennt. Das hat natürlich nichts daran geändert, dass wir Freunde geblieben sind. Also, Hermann, glaube ich, sieht das anders. Wieso? Seitdem Sie hier aufgekreuzt sind, macht er ein Gesicht wie 3 Tage Regenwetter. Typisch Hermann. Bitte sehr, die Dame. Was soll der mit? Kleine Aufmerksamkeit des Hauses. Ganz was Exquisites. Eine Kostbarkeit, junge Frau. Also, ich muss mal was klarstellen, Herr. Gottschalk. Aber Sie können auch gerne Max zu mir sagen. Ich bin aus dem Alter raus, wo junge Frau noch ein Kompliment ist. Und dies hier können Sie behalten, mit leeren Buddels handel ich nicht. Darf ich mal? Oh, bitte. Machen Sie die Augen zu. Was sehen Sie? Irgendwas Blaues. Richtig. Blauen Himmel. Und? Schwarze. Na, doch wohl mehr braune, nicht? Braun gebrannte Menschen dicht bei dicht am Strand. Hinter ihnen Hotelpaläste, vor ihnen das Meer mit einem Wort. Costa Smeralda. Costa Smeralda. Jawohl. Wunderbar. Nicht? Aber nun mal ehrlich, das bildest du dir doch bloß ein. Sicher, Bertha. Aber ich habe ja auch Fantasie. Haben Sie da noch mehr von? Oh ja, aber sicher. Kleinen Augenblick. Hier, bitte. Mein Gott, so viele. Was machen Sie damit? Die verkaufe ich, Frau Fehling. Verkaufen? Naja, das hier sind bloß Muster. Luftproben, verstehen Sie? Nee. Mal angenommen, Sie haben Urlaub gemacht an der Costa Smeralda. Nach einem Jahr ist von dem schönen Urlaub nicht mehr übrig geblieben, als bloß ein paar alte Fotos. Aber nun stellen Sie sich vor, plötzlich riechen Sie ihn wieder. Diesen ganz speziellen Duft von der Costa Smeralda. Dies typische Odeur. Was passiert? Alles steht Ihnen wieder plastisch vor Augen. Was brauche ich also, wenn ich mich an einen wunderschönen Urlaub erinnern will? Bloß eine Prise Luft. Aber ich bin mein Lebtag noch nie an der Costa Dingsbums gewesen, Herr Gottschalk. Ja, dann können Sie sehen, wie intensiv die Luft da unten ist. Und natürlich auch, wie sensibel Sie sind, schöne Frau. Und das gibt tatsächlich Leute, die sowas kaufen? Ja, die Bulls gehen weg wie warme Semmeln. Allein von Berchtesgaden habe ich auf Einschlag 59 Stück verkauft. Aber mein Renner ist natürlich immer noch Marbella. Nächste Woche fahre ich wieder runter und fülle meine Bestände auf.
meine Kaffeemaschine in Gang. Trinken Sie eine Tasse mit, Herr Gottschalk? Wenn das denn keine Umstände macht. Das soll denn wohl Ja heißen. Auf so eine Idee muss man erst mal kommen. Bitte? Na, Luft zu verkaufen. Ja, aber ich verkaufe doch nicht einfach Luft, Fräulein Pauline. Ich verkaufe Nostalgia. Erinnerungen. Woher wissen Sie meinen Vornamen, Herr Gottschalk? Max, bitte. Steht da nicht oben auf dem Schild? Das steht bloß Feeling. Ah, dann weiß ich das sicher von Hermann. Ja, natürlich. Hermann hat doch immer von Pauline und Bertha gesprochen und manchmal hat er sie auch, darf ich das sagen, die Schwestern Plön genannt. Meinetwegen können Sie gerne Pauline zu mir sagen. Gerne. Aber nicht Fräulein. Wenn ich auch nicht verheiratet bin, aber als Mutter von einem 28-jährigen Sohn. Oh, Entschuldigung, das habe ich nicht gewusst. Was macht er? Heinz Werner ist Assistenzarzt in St. Georg. Guck an, alle Achtung. Hätte ich nicht vermutet, dass Sie einen Sohn haben, der Doktor ist? Ja, und da bin ich stolz drauf. So ein Medizinstudium, das soll ja ein Vermögen kosten. Wie haben Sie das bloß geschafft? Tja, das frage ich mich manchmal selbst. Aber wir haben immer bescheiden gelebt, Bertha und ich. Und wenn das Geschäft doch nicht viel einbringt, mit der Zeit läppert sich das doch. Kleinvieh macht auch Mist, was? Und Ihre Schwester? Hat die auch Kinder? Kinder nicht, aber Hoffnung. Wie soll ich das verstehen, Pauline? Ist das so schwer? Hast bloß für 3 aufgedeckt? Ja, Und Hermann, soll er nicht auch eine Tasse Kaffee mittrinken? ich habe ihn nicht gefragt. Dann tu das. Bitte. Also, ich habe mir das mal so ein bisschen überlegt, ne? Als ich so 14 oder 15 war, da bin ich mal auf Helgoland gewesen. Haben Sie Helgoland auch in Ihrem Sortiment? Helgoland? Augenblick mal. Nee, leider nicht, aber Sylt habe ich. Sogar in 2 Varianten. List und Kaito. Wenn Sie mal riechen wollen. Kaito. Ich glaube, Sylt und Helgoland, das nimmt sich nicht viel. Na? Nochmal. Augen zu und an nichts denken. Sehen Sie was, Bertha? Ja, Aha. lauter schwarze Kringels. Na bitte. Aber was haben schwarze Kringels mit Helgoland zu tun? Das sind Wellen, Bertha. Ach so. Sie gehen rauf und runter. Rauf und runter. Ja, da haben Sie ganz recht, ja. Ja, das geht so rauf und runter. Ach, das sind also Wellen. Ja, was denn sonst? Und durch die Wellen pirschen wir uns jetzt an Helgoland an. Gleich taucht die Insel aus dem Meer auf. Da, sehen Sie? Er will nicht. Er will nicht? Nee, Oh, wenn er nicht will. Ne? Also, ich glaube, das ist doch wohl mehr was für Leute mit Fantasie. seltsam. Was? Sie sprechen von Hermann als Ihr Freund, aber er will absolut nicht mit Ihnen an einem Tisch sitzen. Hat er das gesagt? Ja, wie reimt sich das zusammen? Dabei müssen Sie sich nichts denken, Pauline. 8 Jahre Knast, da bleibt meistens etwas hängen. Aber das gibt sich mit der Zeit. Hermann muss sich bloß erst daran gewöhnen, dass er nicht mehr unter Gauner und Ganoven ist. Ja, da haben Sie wohl recht mit. Das Beste wäre, er bleibt hier noch eine Zeit lang wohnen und wir kümmern uns ein bisschen um ihn. Sonst fürchte ich, wird er leicht wieder auf die schiefe Bahn kommen. Soviel ich weiß, will er sich ein Haus auf dem Land kaufen. Ein Haus? Ja, Ach, hat er zumindest gesagt. so. Ja, Hat er denn... Ich meine, dazu gehört ja eine Menge Geld. Glauben Sie, er kann sich das leisten, Pauline? muss er ja wohl. Aber was Genaues wissen Sie auch nicht. Nein, Kuchen haben wir leider nicht.
Auch keine Plätzchen? Nee, aber du kannst ja welche von Kiosk holen, wenn du so ein Jeeper auf Plätzchen hast. Danke, Frau Fehling. Eben haben sie doch Bertha zu mir gesagt und nur wieder Frau Fehling. Ja, wenn ich darf. Zu meiner Schwester sagen sie doch auch Pauline. Also eigentlich könnten Sie das doch viel einfacher haben, ne? Ich? Ja. Wieso? Naja, also, wenn man sich das so richtig überlegt, nicht? Was ist Luft anderes als Luft? Ne? Ich meine, statt Ihre Bestände an den ganzen Urlaubsorten in Europa aufzusuchen, könnten Sie doch Ihre Bestände genauso gut in, na, sagen wir mal so, in Winsen an der Luhe auffüllen. Beste Frau Bertha, die Luft von Winsen und die von Sylt, die riecht doch ganz verschieden. Naja, und dann ist die Luft von der Costa Smeralda. Wenn ich die mit der Luft von Winsen vergleiche, das ist ja ein Unterschied wie zwischen Champagner und Alsterwasser. Ja, und Sie meinen tatsächlich, das kann man rausriechen, wenn jemand an Ihren Buddels schnuppert? Bertha, das muss Max doch wohl besser wissen. Hey, lass mich doch mal. Also, Max, könnte es wohl angehen, dass ich in all meiner Unbedarftheit hinter Ihr Geschäftsgeheimnis gekommen bin? Danke für den Kaffee. Was ist? Ja, siehst du, da hast du das. Grüßen Sie meinen Freund Hermann von mir und sagen Sie ihm, ich hätte mich gern um ihn gekümmert, aber unter diesen Bertha, nun Umständen... sag doch was. Ja, aber Max, wo willst du noch mal hin? Ich meine, du hast doch noch gar nicht deinen Kaffee ausgetrunken. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Sie noch länger mit einem Betrüger an einem Tisch sitzen wollen. Betrüger, Max, wer hat denn überhaupt was von Betrüger gesagt? Jede von diesen Bullets ist an Ort und Stelle abgefüllt, jede. Und das alles bloß, weil ich meinen Kunden kein X für ein U machen will. Und jetzt kommen Sie und... Max, beruhigen Sie sich doch. Meine Schwester hat es bestimmt nicht so gemeint. Bertha, sag ihm, dass du das nicht so gemeint hast. Nee, nun kommen Sie, Max, nun setzen Sie sich doch wieder hin. Ne? Ich gebe auch einen aus. Das ist ja nicht das erste Mal, dass ich mir sowas anhören muss. Immer wieder drückt mich das tief ins Herz. Das habe ich bloß an mir, dass mich die Leute auf den ersten Blick immer für einen Schubjagd halten. Ich wollte Sie nicht beleidigen, Max. Hast du aber. Das tut mir leid. Das tut mir leid. Kauf dir eine Fahrkarre und sieh zu, dass du die Bucht kriegst. Ist ja nicht auszuhalten, der Lärm hier. Nett von dir, Hermann. Aber meine Geschäftsreisen bezahle ich selbst. Schenke ich dir. Ich will aber nichts geschenkt haben. Das ist ja mal ganz was Neues. Und von dir schon gar nicht. Ein Lump, der sich von einem Freund Geld schenken lässt. Bin ich ein Lump, Hermann? Prost, Bertha! Prost, Maxel. Du, ich habe das nun wirklich nicht so gemeint. Ehrlich nicht. Ist schon vergessen. Mmh. Calvados. Grand Reserve, Jahrgang 1954. Wo haben Sie den her? Haben wir von der alten Frau Bendixen gekriegt. Sie hatte da noch eine ganze Kiste von. Konnte sie ja nicht gut mit ins Altersheim mitnehmen. Nicht? Sie hatte die Wohnung über uns im Parterre. In den letzten Jahren, als sie schon bettlägerig war, hat sie immer an die Heizung geklopft, wenn sie was wollte. Eine ganze Zeit gedauert, bis wir uns daran gewöhnt hatten, dass sich da oben nichts mehr rührt. Wohnt denn da niemand mehr? Ja, also, wer sich so eine große Wohnung leisten kann, der zieht nicht in diese Gegend. Kann man sich die Wohnung mal angucken? Ja, natürlich. Aber ich glaube, die ist ein bisschen groß für einen. Oder haben Sie Familie? Familie nicht, aber irgendwo muss ich ja mit meinen Warenbeständen abbleiben, nicht? Und wenn ich jetzt expandieren will, dann brauche ich ja doppelt so viel Platz. Ja, also meinetwegen können Sie sich da oben gern mal umgucken, nicht? Hier, die Schlüssel hängen da neben der Tür. Danke, Bertha. Aber erstmal muss ich runter nach Marbella. Also, was mich noch so interessiert, ne? Also, wie geht das eigentlich hier? Wie kriegen Sie eigentlich die Luft in diese kleinen Buddels rein? Kommen Sie doch mit und gucken Sie sich das an. Ich lade Sie ein, die Kosten übernehme ich. Das Geschäft? Nee, da kann nichts von werden. Mein Angebot steht. Alles, was Sie brauchen, ist bloß ein bisschen sommerliche Kletage.
Leicht und luftig. Mhm. Haben wir sowas? Ja, aber da kannst du dich doch nicht mehr drin sehen lassen. Und was ist mit dem... Das fehlt mir. Meine Güte. Aber was ist denn mit dem Kleid, was Frau Senator Schimmel aus Honolulu mitgebracht hat? Das ist doch viel zu bunt für eine Frau in deinem Alter. So, meinst du? Soll ich das mal überziehen? Sie lesen mir die Wünsche von den Augen ab, Bertha. Nun muss ich mich aber wundern. Wieso? Ja, sonst dauert es ordentlich was länger, ihr Bertha sich von ihrer Schokoladenseite zeigt. Und dabei sind Sie gar nicht Ihr Typ. Bin ich nicht? Nee, Bertha steht mehr auf Männer, die mit beiden Beinen fest auf der Erde stehen. Und das gilt für mich nicht. Soll ich Ihnen mal sagen, wie Sie mir vorkommen? Na, Ganz ehrlich, wo tun Sie sich keinen Zwang an? wie ein Schmetterling. Ein kunterbunter Schmetterling. So, Schmetterling. Ja. Kann aber auch angehen und der Schmetterling ist bloß eine angemalte Motte. Da bin ich noch nicht so dahinter gekommen. Sind Sie mir nun bös, Max? Nee, aber wie kommen Sie auf Schmetterling? Na, Luftverkäufer und Schmetterling, das liegt ja nicht so weit auseinander, ne? Hallo Mama! Mein Junge. Mein Sohn Heinz Werner. Herr Doktor! Herr Gottschalk, ein Bekannter von Hermann. Freund Pauline. Also gut, Freund. Trinkst du eine Tasse Kaffee mit? Eigentlich komme ich bloß. Wir wollten uns hier treffen. Wer? Ursel und ich. Ach nee. Also eine Tasse Kaffee. Oder wollen Sie lieber einen Calvados? Was halten Sie von einem schönen alten Calvados, Herr Doktor? Naja. Hast du heute keinen Nachtdienst? Nee, Mama. Zumindest nicht in der Klinik. Ich hole Ihnen ein Glas, Herr Doktor. Du solltest dich mal lieber mal richtig ausschlafen. Das mache ich, wenn ich Chefarzt bin. Sie auch ein, Pauline? Nee. Mir ist der eine schon zu Kopf gestiegen. Mama. Danke, mein Junge. Wogegen sind die? Psychosomatische Insuffizienz. Herr Doktor. Herr Gottschalk? Bitte. Ja, danke, Mama. Komm, zieh mal über. Ach nee, nicht schon wieder. Hab ich doch gestern erst. Gestern war er noch nicht fertig. Nun komm. Na, Nehmen Sie auch Privatpatienten. Noch einer, Doktor. Ja, meinst du? aber pass auf, dass du keinen Flecken auf deinen Kittel kriegst. Für mich auch einen, bitte. Oh la la, die Sonne geht auf. Na nun, Tante Bertha, bitte zum Karneval. Na was? Verreisen will sie. Auf in den sonnigen Süden, was, Bertha? Caramba! Bei diesem Anblick könnte ich auf meine alten Tage glatt vielleicht noch zum Papagallo werden. Max, was kriegst du? Ich krieg nicht, Bertha. Ich wundere mich bloß. Dein Geschmack ist das nicht, das weiß ich, ne? Aber mir gefällt das. Und das ist die Hauptsache. Prost, Bertha. Was Max? Du willst verreisen, Tante Bertha? Jawohl, Herr Doktor, Ihre Tante und ich, wir fahren nach Marbella. Nicht, Bertha? Ja, mal sehen, ne? Vielleicht. Aber ich weiß ja noch gar nicht, was deine Mutter davon sagt. Ne? Oh, von mir aus. Wir machen Laden dicht und ich lass mir einen Blinddarm rausnehmen. Den Blinddarm, Mama? Hast du Beschwerden? Nee, aber dann habe ich da auch was von. Ich komme natürlich auch für den Verdienstausfall auf. Nee, also dicht machen kommt überhaupt nicht in Frage, Max. Schade. Jammerschade. Ja, das eine, was man will, das andere, was man muss. Aber wenn Sie mir eine große Freude machen wollen, Bertha, dann behalten Sie das Kleid noch ein bisschen an.
Ich kann mich gar nicht daran satt sehen. Ach, das sagen Sie doch bloß so. Entschuldigung. Ich stell mir gerade vor, du in diesem bunten Fummel und Max mit seinem Tropenhelm. Ihr würdet ein schönes Paar abgeben, ihr beiden. Leider habe ich den Tropenhelm nicht mit, Pauline. Augenblick mal. Wo bleibt Ursel denn? Um 7 Uhr wollte sie hier sein. Ja, vielleicht hat sie einen Zug verpasst, ne? Ich habe ihr doch mein Auto gegeben, Tante Bertha. Auto? Ja. Das lässt ja tief blicken. Achtung, probieren Sie mal, ob die passen. Soll ich? Natürlich. Ein bisschen groß, was? Ja, den sie mal berührt hat, das war ein Kerl von 200 Pfund. Hast ihn aber trotzdem, Max. Ja. Haben Sie denn auch die passende Mütze dazu? Nee, die haben wir mal ausgeliehen und dann haben wir die... Oh, die haben wir die leider nicht wieder zurückgekriegt. Na, hast du auf mich gewartet? Ah, was war denn? Konnte keinen Parkplatz finden. 3-mal bin ich um den Block gefahren, aber nichts. Was ist denn hier los? Kostümfest? Nee, wir probieren bloß was an. Das ist Herr Gottschalk von der Ursula. Sie arbeitet bei uns auf der Nachbarschaft. Na, haben sich deine Eltern gefreut? Soll auch schön grüßen. Wollen wir? Ja. Tschüss, Mama. Hier, suchen Sie sich einen aus. Wollt ihr schon los? Ja, Mama. Erstmal gepflegt essen und dann sehen wir weiter, ne, Ursel? Ja, Heinz-Werner. Ach, warum bleibt ihr nicht einfach hier und wir machen uns einen schönen Abend? Oh nee, nix für ungut, Mama, Ach, aber... bitte, Hans-Werner, nur wo du immer Nachtdienst hast, will ich doch auch mal was von dir haben, ne? Passt! Was? Passt zwar nicht ganz zu der Uniform, aber genau auf meinen Kopf. Den nehme ich. Zu Ihren Diensten, gnädige Frau. Wunderbar. Wisst ihr was? Wir ziehen uns alle zusammen sowas an und dann machen wir hier einen Plünnball. Komm mal mit, Uschi. Ich glaube, ich hab was für dich. Ja, und ich, Mama? Du bleibst so, wie du bist, Herr Doktor. Also den Abend hatte ich mir eigentlich ganz anders vorgestellt. Man soll die Feste feiern, wie sie fallen, Herr Doktor. Ja, aber wenn alle sich ein Kostüm anziehen, warum ich denn nicht? Oh, Heinz-Werner, du kennst doch deine Mutter. Für die gibt's nichts Schöneres, als dich im Arztkittel zu sehen. Und eigentlich ist das ja auch so eine Art Kostüm, ne? Wieso? Heinz-Werner versteht mich schon. Nicht Heinz-Werner. Prost! Wohlsein, Bertha. Eben haben sie noch meine liebe Bertha gesagt. Sehr zum Wohl, meine liebe Bertha. Prost, Max. Leg meine Platte auf, Bertha. Oh Mann, ich komme noch mit diesem komischen Apparat nicht zurecht. Aber vielleicht sind Sie mal so nett, Max. Sie meinen, dass ich damit umgehen kann, meine liebe Bertha? Ja, mein lieber Max. Was lasst denn schon wieder, wa? Hat Ursula dir schon erzählt, was sie beruflich macht? Ursel ist Friseuse. Und wenn sie genug Geld zusammengespart hat, dann will sie einen Hundesalon aufmachen. Aha. Ja, aber das weißt du doch, Tante Bertha. Natürlich, ja. Und warum fragst du denn? Naja, soll ja vorkommen, dass ein Assistenzarzt eine Friseurin nicht für standesgemäß hält. Standesunterschiede gibt's für mich nicht. Nee, was? Was soll ich auflegen? Tango, Max. Ich tanz für mein Leben gern Tango. Musik, wir sind gleich soweit. Passen Sie mal eben mit an, Herr Doktor. Darf ich um diesen Tango bitten, gnädigste? Natürlich, der Herr.
jetzt aber echt um. Na, Heinz-Werner, machst du sie so auch leiden? Doch, doch. Aber lass ich in diesem Kostüm bloß nicht auf der Straße sehen. Nein, hier sind wir doch unter uns. Könnt ihr die verdammte Musik nicht leisen? Das ist ja zum Verrücktwerden. Was ist denn los? Acapulco, San Salvador. Hört ihr das an, Bertha? Wie das klingt. Die reinste Musik. Und dann ist der Duft. Der Duft der großen, weiten Welt. Traumhafte Möglichkeiten, Bertha. Aber das sind Träume und werden auch wohl Träume bleiben. Ja, wieso denn, Max? Deine Idee von wegen expandieren, die ist doch goldrichtig. Mein Feld ist die Welt, Bertha, und ich kann mir nicht mal eine Reise nach Grömitz leisten. Von Mabea ganz zu schweigen. Kannst du nicht? Die Wahrheit zu sagen, ich bin blank. Das Nichtstun hat meine Rücklagen aufgezehrt. Ja, aber dafür, dass du hier bei uns wohnen darfst, brauchst du natürlich nichts zu bezahlen, Max. Bertha, ich bin, und das ist die ganze traurige Wahrheit, ich bin am Ende. Seelisch und finanziell am Ende. Mach die Augen zu, Max. Ich? Ja. Ja, warum? Na los. Aber wehe und du guckst. Ich sehe es im Spiegel, wenn du lauerst. Kannst die Augen wieder aufmachen. Langt das für Mabea? Damit komme ich sogar bis nach Teneriffa, aber... Kein Aber. Steck weg und die Sache hat sich. Wie kommst du dazu, mir Geld zu geben, Bertha? Ja, wenn deine Geschäfte wieder gut laufen, dann kannst du mir das ja zurückbezahlen. Gut, ich nehme das Geld an. Aber bloß unter einer Bedingung, Bertha. Vertrauen, wem Vertrauen gebührt. Wieso? Ich nehme das Geld bloß an, wenn wir unsere Beziehung auf eine solide Grundlage stellen. Mach auf. Was ist denn da drin? Na, guck nach. Probier mal. Der müsste dir eigentlich passen. Und nun, Max? Nun sind wir so gut wie verlobt, Oh, Bertha. Max! Menschenskind, also ich weiß überhaupt nicht, was ich sagen soll. Du, meine Güte. Ist der aus Gold? Ja, was denkst du denn? Das heißt nicht ganz. Aber dafür ist das ein Erbstück von meiner Mutter. Hast du das denn auch gut überlegt, Max? Was gibt es da denn zu überlegen? Das ist eine reine Gefühlsangelegenheit, Bertha. Das Gefühl sitzt hier. Ja, Max. Ah, da ist sie doch tatsächlich schon wieder. Ja, und guck dir sogar noch rein. Mensch, wie oft habe ich ihr nun schon gesagt, sie soll sich woanders hinstellen. Aber warte, meine dir. Max, ich bin sofort wieder da. So weit kommt das auch.
Das müsste doch verboten werden. Nicht? Und das sogar noch am Sonntag. Aber seitdem sie sich Heinz Werner angehangelt hat, nicht? Da meint sie ja wohl, sie muss jede Mark mitnehmen. Nicht? Ja, so ein Hundesalon kostet eine Menge Geld. Augenblick mal. Soll das heißen, die da oben, das war Ursula? Ursula ist ihr bürgerlicher Name. In ihrer Branche heißt sie Uschi. Du kriegst die Tür nicht zu. Dann hat der Doktor sich eine Bordsteinschwalbe geangelt. Ja, und er hat keinen blassen Schimmer? Noch nicht? Ja, aber was passiert, wenn er dahinter kommt, Bertha? Das haut ihn doch um. Der geht doch Schock fürs ganze Leben, der arme Kerl. Glaube ich nicht. Denn ganz so echt ist er. Red weiter, Bertha. Ja, du, das darf aber kein Mensch wissen. Versprichst du mir das? Klar doch. Also, von wegen Assistenzarzt und Doktor, du hätten Uhlsegen. Ich werd verrückt. Heinz Werner hat 2 oder 3 Semester Medizin studiert, das ist aber auch alles. Und seitdem hilft er bei so einer Arzneimittelfirma aus als Fahrer. Hauptsächlich kriegt er aber das Geld von Pauline. Und sie weiß nichts davon? Nee, und sie darf das auf keinen Fall zu wissen kriegen. Also, ich glaube, das überlebt ihn nicht. Das ist ein Ding. Wie kann das seine Mutter denn sowas antun? Schämt der Bengel sich denn gar nicht? Ich glaube, die meisten Leute sind bloß schlecht, weil sie immer wieder einen finden, der betrogen sein will. Nicht, Max? Meinst du? Ich glaube das, Max. Ach, war das schön. Wir sind bis nach Poppenbüttel gelaufen. Und ich hab gedacht, du willst verreisen, Hermann. Wieso? Na, dass man mit seinem Koffer auch spazieren gehen kann. Da wäre ich nicht drauf gekommen. Kümmere dich um deinen eigenen Dreck. Alles klar, Hermann. Was sag ich ihm denn nun bloß? Wem? Hermann hat mich gefragt, ob ich mit ihm aufs Land ziehen will. Ein Haus hat er schon an der Hand. Mit Reetdach und großem Garten. Naja, musst du selber wissen, Pauline. Ja, aber ich kann doch Heinz Werner. Und gerade nun, wenn er zu wissen kriegt, was sie für eine ist, das wird den armen Jungen ganz schön an die Nieren gehen. Also Heinz Werner ist bald 30, Pauline. Und wenn du ihn weiterhin so betüdelst, dann wird aus ihm sein Lebtag kein Mann. Und das Geschäft, Bertha? Was soll das ein Geschäft werden? Was das angeht, haben sich sozusagen wie ein Blitz aus heiterem Himmel ganz neue Perspektiven aufgetan. Nicht, meine liebe Bertha? Ja, willst du denn nicht meinen? Kannst du dir denn vorstellen, dass du meinetwegen die Branche wechselst? Ja, warum denn nicht? Kurz und gut. Deine Schwester und ich. Wir haben uns verlobt. Ach was? Hier, Und wo ist dein Ring, Max? meiner. Ich kann leider keine Ringe tragen. Hat mir der Doktor verboten. Der Doktor? Ja, ich habe eine Edelmetallallergie. Oh Gott, das ist ja schrecklich. Mensch, das muss doch gefeiert werden. Haben wir nicht noch eine Buddel Sekt im Kühlschrank? Also Max, meinst du nicht, ich meine, wollen wir uns damit nicht noch ein bisschen Zeit lassen? Was meinst du? Das Leben ist eine Handvoll Sand, Bertha. Wie du dich versiehst, ist es dir zwischen den Fingern zerronnen. Ja, Max. Ich hol die Gläser. Ja, Max. Lass mich machen. Sagst du Hermann Bescheid? Ja. Hermann, komm mal raus. Gib was zu feiern. Nicht das Allerfeinste, aber prickeln tut's auch. Hast du es dir durch den Kopf gehen lassen? Was, Hermann? Nee, wir wollen nun auf Max und Bertha anstoßen. Die haben sich gerade eben verlobt. Ach so. Und wenn wir uns nur auch gleich verloben, dann ist das ein Aufwasch. So eilig habe ich das nicht, Hermann. Prost, ihr beiden. Muss ja wissen, was du tust. Mehr sag ich nicht. Und ich, Hermann? Was ich dir wünsche, spare ich lieber für mich. Prost!
Und nun die Pferde gesattelt und auf nach Marbella. Ja, was nun denn, Max? Ich meine, so auf den Sturz? Ja, je eher dabei, je eher davon, meine liebe Bertha. Warum denn so plötzlich? Nicht mal einen Verlobungskuss habt ihr euch gegeben. Ach, meinst du denn, wir knutschen uns hier vor allen Leuten ab? Keinen großen Abschied, bitte. Das lohnt sich nicht. In 10 Tagen sehen wir uns wieder. Mein Gott, wie bist du bloß auf die verrückte Idee gekommen, in diesem Nuttenkostüm auf der Straße rumzulaufen? Schönen guten Tag, Herr Doktor. Ich hab gedacht, du hast heute Dienst, Schatz. Ja, und was hat das damit zu tun? Mama, such ihr was anderes raus. Irgendwas, wo sie sich draußen mit sehen lassen kann. Uschi, ich glaube, es ist wohl besser, wenn du ihm endlich die Wahrheit sagst. Die Wahrheit? Wieso? Ja, das ist kein Kostüm, das ist sozusagen Uschis Arbeitszeug. Uschi, Arbeitszeug? Verstehe ich nicht. Sag das nochmal. Es ist wohl besser, Uschi, du sagst es ihm selbst. Ich glaube, das ist nun nicht mehr nötig. Und das muss mir passieren. Ausgerechnet mir. Das Beste ist, ich bring mich um! Sag doch sowas nicht, Heinz-Werner. Von uns wird das niemand zu wissen kriegen und von Uschi auch nicht. Du willst ihm doch wohl nicht die Karriere vermasseln. In 2, 3 Jahren habe ich meinen Hundesalon, Schatz. Der braucht sich wegen mir nicht mehr zu genieren. In 2 Jahren ist Heinz-Werner Oberarzt und zum Oberarzt passt keine Frau mit dunkler Vergangenheit. Stillmo, was ist das? Und mir erzählt sie, ich bin der erste Mann in ihrem Leben. Hört ihr das nicht? Was ist denn, Herr Mann? Wenn ihr mal einen Augenblick ruhig seid, sag ich dir das. Hat dir wohl Spaß gemacht, was? Spielt mir die Unschuld vom Lande vor und ich Blödmann, ich Ruhe! Ich habe mir da nichts Böses bei gedacht, Schatz. Wenn ich nicht dieses scheußliche Kostüm angehabt hätte. Ja, und dann hast du deine große Chance gewittert und wolltest dir einen Doktor an Land ziehen. Kannst du mir das verdenken, Pauline? Gott, was bin ich für ein Dussel. Wir sollten den armen Jungen ein bisschen Ruhe gönnen. Komm an, Junge. Mit anderen Worten, ich bin hier über, was? Was denn wohl sonst? Oder glaubst du, ich will für dich den Luden spielen? Tut mir leid, Uschi. Bist eine nette Dirn. Aber als Frau von einem Doktor... Akademiker! Ein Glas Wasser. Wieso denn Wasser? Wir haben doch hier Sekt. Ach so. Hier, mein Junge, bedien dich. Ich brauch keine Tabletten, Mama. Was ich brauch, das ist ein Köln. Ein Doppelstöckigen. So. Das Problem hätten wir vom Tisch. Uschi hat sich doch wahrhaftig eingebildet, sie könnte Frau Doktor werden. Hier, macht sich gut, ne? Das ist ein Erbstück von Max seiner Mutter. Guck an, und ich hab gedacht, er hätte ihn auf dem Flohmarkt gekauft. Du hast doch keine Ahnung. Nee, hab ich wohl nicht. Das war mein Koffer. Wie? Das war mein Koffer. Was hat er denn nun? Das weiß ich auch nicht. Der Lumpenhund. Der verdammte Lump. Da. Seht ihr das? Hermann, was machst du denn? Da steckt doch ein Vermögen drin. Ein Vermögen. Du schnackst vom Vermögen, wo er mit meinem Vermögen abgehauen ist. Ich hab's gewusst. Ich hab's von Anfang an gewusst, dass er das bloß auf mein Geld abgesehen hatte. Dieser Lump. Er ist oben. Wer ist oben, Bertha? Der Speisenaufzug ist oben. Und die Schlüssel, die hat er da auch.
arme Bertha. Du weißt nicht, was das war. Das war der Speiseaufzug, den ich gehört habe. Er hat ihn ganz sachte nach oben gezogen. Auf mein Gehör ist immer noch Verlass. Tja, nun wird da wohl nichts mehr von unserem Haus auf dem Land, was, Hermann? Gestern habe ich mir noch ein Buch über den Spargelanbau gekauft. Weißt du was, Hermann? Du musst das so sehen. Die schönsten Träume sind immer die, die nicht in Erfüllung gehen. Das war aber kein Traum, Pauline. Ich hatte das Geld. Und das Haus hatte ich mir auch schon ausgesucht. Na, nun hast du nichts mehr. Bloß noch den Traum. Und mein Gehör. Hm? Mein sensibles Gehör. Hermann, du gehst stramm auf die 60 zu. Aber mein Gehör ist noch so gut wie vor 20 Jahren. Wenn du an das denkst, an das ich denke, dann lass die Finger davon. Das gibt zwei Möglichkeiten, Pauline. Entweder klappt das oder das klappt nicht. Wenn es nicht klappt, habe ich für den Rest von meinem Leben ein Dach über dem Kopf. Und wenn es klappt, ziehst du denn mit mir aufs Land, Pauline? Ja, Hermann. Die Buddels kannst du im Müll schmeißen. Den Koffer brauche ich noch. Hätte man denken, Frau Bennigsen, ihre Geranien brauchen Wasser. Aber das haben wir doch gestern hier. Erde ist knochentrocken. Ja, Bertha. Was soll denn der Koffer hier auf dem Tisch? Ich kann mir vorstellen, wie dir zumute ist. So, das kannst du, wa? Er hat alles mitgenommen. Alles. Oh. Sogar das Barbuch, wo nichts mehr drauf war. Ich hab's dir ja gesagt, Bertha. Ja, du hast es gewusst. Du hast alles besser gewusst. Dir hätte ja sowas nicht passieren können. Mit ein bisschen Menschenkenntnis. Ach ja, Menschenkenntnis. Du willst mir was von Menschenkenntnis erzählen? Du kennst doch nicht mal deinen eigenen Sohn. Ich leg ne Platte auf. Hast du gehört, was ich gesagt habe, Pauline? Du bist Heinz Werner bis auf diesen Tag nicht auf die Schliche gekommen und willst mir was von Menschenkenntnis erzählen? Walzer oder Tango? Heinz Werner ist kein Assistenzarzt und ein Doktor ist er auch nicht. Er ist überhaupt nichts. Nichts ist er. Nur nichts. Nichts. So. Siehst du das? Tut mir leid, Pauline, aber das ist die Wahrheit. Auch die Illusion ist ein Teil von der Wahrheit, Bertha. Du hast das gewusst? Ja, ich habe das immer gewusst. Aber er war so glücklich, wenn er hier bei mir war und den Doktor spielen konnte. Und ich auch. Für diese Augenblicke habe ich gelebt. Und bezahlt. Und bezahlt, Bertha. Ja, aber soll das denn nun so weitergehen? Ja, warum nicht? Solange er glaubt, dass ich das glaube. Na,
Ketten hat er wenigstens hier gelassen. Die nehme ich hier für die großen Scheine. Und dann schaffe ich mir einen Tresor an. Ein Tresor, Bertha. Sicher ist sicher. Wollt's nicht Musik machen? Soll ich? Tango, bitte. Aber nicht immer links rum, Bertha.